Los, los. Weil das sind die Hexen, die ich auch von der anderen Quest brauche. Ja, hier wollte ich nicht hinlaufen. Und dann nur ganz schnell. Oh, nein, 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 nein. Steig drauf, steig drauf. Ich muss hier weg. Die sind doch noch ein bisschen zu stark für mich. So. Hier rein. Das sind Händen. Hey, der. Sei gegrüßt. Sag mir deine Ware. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Nichts Besonderes. Also schon Sachen, die ich bauen könnte, aber jetzt Lebt direkt wohl. nicht damit angefangen kann. Pass auf. Sorry. Mal hier in den Wald reingucken. Wenn es hier nicht ist, dann gehe ich nochmal zurück. Also, ich weiß, dass es irgendwo in einem Wald war, aber wo genau, weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, das hat mit dem Weg zu tun, wo Siri der erzählt hat. Weil, wo in der Geschichte von Siri vorgekommen ist. Ich bin hier gelandet. Ja. Ja, dann gehen wir nochmal dahin zurück, oder? Dann fragen wir mal die Leute vom Baron. Suche alle verblieben, ja, das probiere ich ja. Kann man mit den Leuten hier reden. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ja. Ne, mit dem kann man auch nicht viel reden. Leb wohl. Und mit dir reden. Grüß Ah. dich. Ja? Ich bin hier wegen... Okay. Ich hörte, ihr habt ein Problem? Ein Monster namens Kreischling? Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erliegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Die Bezahlung ist zu niedrig. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. Schön 250. Du verlangst viel. Ein paar Kronen zu viel. Aber 140. Du verlangst viel. Ein paar Kronen zu viel. Alter. Machen wir Bonus 1. Das hier kann ich wohl drauflegen. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Ich nehme auf. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Orsois Sohn Simko vielleicht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Ja, das kann ich mir gut Verstehe. vorstellen. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Alter. Die Götter haben sich von uns abgewandt. Hast Oh. du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Warte mal. Ups. Das hat keiner gesehen.
Ich hab's ja mir fast nicht gesehen. So, hallo. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Guten Tag. Kannst du mir irgendwas sagen? Guten Tag. Ich muss was über die Hexen rausfinden. Du bist also dieser Weiße? Hier gibt's auch nichts. Igitt, jetzt kommen die Würmer raus. Nee, ich habe nichts getan. Die Götter mögen dich segnen. Aber Herr, Ist hier irgendwas? Ja, vielleicht findet er ja aber überhaupt gerade nichts raus. Feuerin. Ich bin ein vielbeschäftigter Halt Mann. Maul. Das gibt's ja nicht. Willkommen am Arsch der Welt. Alter Mann. Jetzt wachsen Pilze. Für eine Suppe reichen sie. wir sind einfache Leute. Schlag Wir mich wollen nicht, keinen Herr. Streit. Ich will euch gar nicht schlagen. Ich will Informationen. Alles Schläger, Plünderer, Hurensöhne. Jetzt wachsen Pilze. Aha. Für eine Suppe reichen sie. Abgeschlossen. Der alte Mann, redet denn? Lass mich in Ruhe. Ah, Alter. Mögen die Götter dich schützen. Alter, das gibt's ja nicht. Hexe, Komm schon. Komm doch irgendwo Informationen her. Ich brauche Informationen. Die reden aber nicht alle mit mir. Vorne. Feuerin. Was willst du? Abgeschlossen. Wollen wir in die Pfütze springen? Hallo? Oh. Nein. Blöd. Wollen wir in die Pfütze springen? Igitt, jetzt kommen die Würmer raus. Nee, wir sammeln Halt dich vom Sumpf besser fern. Okay, hier sagt mir keiner mehr was oder was. Verschwinde. Nein, hier ist so viel wie gar nichts. Hier waren wir schon. Gibt's hier noch was zu holen? Nein, hier ist leer. Untersuche alle verbliebenen. Jetzt bin ich ja gerade. Den Regen habe ich in den Knochen. Ja, wir müssen die Hexen finden. Da wo auch Siri war. Was sagen wir, unsere Quest wäre auf den Fußstapfen. Nein. Ja. Hexen, ja. In den Notizen. Was zu lesen, das Serie. Ja, das machen wir mal. Nehmen wir unseren Waypunkt. Können wir das machen? Muss mal die Bewohner fragen. Ich glaube nämlich, die Quests gehört zusammen. So, ups, und weg. Soll ich dir in den Arsch treten? Was soll ich dir deine Mutter verprügeln? So.
Dann müssen wir die Bewohner hier fragen. Hallo. Weißt du was? Verdammt. Genug ist genug. Kannst du mir was sagen? Deine Augen sehen krank aus. Ja, der kleine Junge. Nee. Jasmin. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenen Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Sag mir was. Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. Nichts Besonderes, können wir das hier mal verkaufen. Alter, wie viel das wird. Das kann man machen. So, aber lebt wohl. Bis dann. Ich suche nach Informationen. Ich suche die hiesige Hexe. Dann viel Glück. Ich weiß nicht, wo sie ist. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Wegen dieses Wolkengusses haben die Mücken gestoppt. Dann sei Dank. Und abgesehen davon kann auch sie aus Steinen kein Brot backen. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich suche die Hexe. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt, konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt, kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen, haben für einige Tage gereicht. Wir sammeln Schnecken. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Ich will dich nicht bei der Arbeit stören. Was willst du? Ich sagte doch, ich rede nicht über die Hexe. Würden ein paar Kronen deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nun, wenn das so ist... Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Keine Sorge, ich bin nur ein Keine Hex. Sorge. Ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Okay. Jetzt ist das Haus gut. Warum drängelst du denn so? Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Da. Ein Hund herum in den Da Wald. ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Alter. Pass mir nicht alles vor zu. Muss das sein? So. Noch jemand? Hey, der. Zack. Alter. Okay, wenn er nicht hier hinkommen soll, oder will. Ich kann auch hier einsammeln. Da ist halt der Wagen. Kommt schon. Zack. Und tot. So. So wollte ich das machen. Der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Da unten.
Oh, da stehen ja ein paar Leute. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmarkt? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. 1000 Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Ich glaube, das ist ein alter Bekannter Sie hat von schlechte Geralt. Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Ist jemand zu Hause? Wo ist sie denn hin? Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Mal die Hexe ausrauben erstmal. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, ich weiß jetzt, was passiert. Genau, das ist ein Spiegel. Solchen Tanz sieht man in Velen selten. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Genau. Ups. Durch. So. Nett hier. Da stand doch gerade was, oder? Ich hier vorbeigegangen bin. Okay. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Dann gehen wir auch hoch. Ja. Sei gegrüßt, Hexer. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ich suche... Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ja, hast du ja. Was machst du in WLAN? Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier?